Kapitel 4 Op den weg naar Teheran. Ik wil nog maar blus een paar mijl gefahren, als de baas alweer moest stilhouden, bij nog eine onderzoeking steht, een kleines engstje af van de grens. Diese wird von den Iranienplätzen regiert, en die arbeiten uns alle von der Bas rauf. Ich fang an zu wundern, als uns ein Tag wird tauregen, ganz bald Maschad zu kommen. Als wir ich alle von der Bas rauf wären, stünden wir sie de Länge der Bas hergestellt, in ein Platz sag unser Papier no, nur dem ein anderer dann unsere Sachen durchsag. Ich bin aber froh, dass ich tot Jesus Video nicht mehr in meine Fib har. Nur dem mein Pass gesehen har, in mein Visa neu sein, drehte Platz ich dann in dem, was besieht mich wir, in ein anderer fängt mir an zu besperren, als ich Antwort Platz mit har. Während der Platz in Turkmen vertraut mit dem, was besieht mich wir, kijkt hij doch immer weiter drei ne mij in Glen. Ich bin mir sicher, die vertrauten über uns, wann ich auch nicht verstehen kann, was sie vertrauten. Schließlich fischelt Glen zu mir. Der fragt den Mitfahrer, wer wir sind und woran wir abgebaut sind. Kijkt schaftig und lügt, ganz eingeholt. Schließlich sagt so, nu wird der Platz zufrieden mit der Antwort, was er gekriegt hat, und er ging wieder der Lände lang, am andere Reisepapier not zu sein. Nachdem die Plätzen die Papieren alle hadden neu gesehen, drehten sie sich weiter nach der Bas. Und kriegt sie aus an der anderen Seite gerannt, ward hier auch sehr durchgesehen. Nachdem der Platz hing in ihre Bas neu gekropen wir, seht einer von den Mitfahrern antwort in Turkmen, und der ganze Gruppe fängt an zu lachen. Glenn sah dort für mich, was er gesagt hat, und er sagt, ne, was sagst du, Heiner? Ich lacht auch, wenn ich nicht sein kann, wo das spusig wär. Aber das fällt sich ein bisschen erleichtert, mal einmal mit zu lachen, wo einer hier so angeholt stand. Aber dort unser Segen ist alle vorbei wär, dann wird das hier bitten, alle mit sich Freunde geworden. Ne Stunde wir vergehen, was die Plätzen alles ist mal fertig hatten, und wir wären weiter ab den Weg, wie diesen Bäuenweg der Lang. Durch Darpa für die Bas, in wen wir nicht busig fuhren, gibt mir dort eine Affinität, diese kleine Darpa hier in Iranien zu beobachten und zu sein würde Gebiet wären. Ich bin erstaunt, dass diese so viel anders Gebiet wären als die Gräbe mehrere starke Häuser in Aschgabat. Diese kleine Häuser von ihr Teilches gemerkt, mögt mir viel Dollar daran denken, wie die Mexaranischen Gebiet wären. Mehrere von diesen kleinen Häuserches hadden ganz kleine Jahrzähls uitgestellt, wo sie proben ihre Etwaren zu verkaufen. Als ich sag, wie viele Menschen du alle wehen wären, wundere ich, wer würde die gute Neuigkeit vertellen. Dorp für Dorp, wo wir durchfuhren, hadden die Menschen noch niemals von Jesus gehört. Ich teil dort ein großes Verrecht, dass ich hier so darf sein in Iran. Ich ward immer abgeredet und kann das almost nicht auflernen, dat ik beeld word hier te Basrit stehen en deze soort mensen kan leren. Dat wir lot numerig. Als ik dacht, dat ik weet of de stad Mashhad sein kann. De stad weer nog ganz doof. En dessen oventlich wir de zo'n beeld wil ondergaan. En ik ben al mooi van deze lange reis op de Bas. Aber noch wie bei der Stadt kam, mussten wir noch einmal stillhalten. De zon wir über dem al ondergegaan, was der Bas schließlich in der Gossen dreht, wie all die kleinen Stückes. Der Basfahrer sehr antwort in Turkmen und sticht dann uit der Bas raus. Wir wollen hier so eine Stunde sein, sehr Glenn zu mir. Wir würden gut gern uitstehen und gehen uns was zum Eten kaufen. Ich stimmte mit an. Ich hatte von gestern zu Oves all nicht gegessen und wart mit einmal an, wo lade ich mein Buch wirklich wär. Als ich ein Glenn ist uit der Bas raus gestehen wären, wie Fuß umringt mit Mana, wat gern wollen, ans Geld verwechseln für ihr Geld. Dollars? Rupten sie uit, während sie ganz dicht beikamen. Ha je Dollars? Wir gingen engstens weg von der Bas, und dann nahm ich meine Geldtasche raus. Ich nahm 25 Saddels raus, und halt den neuen Mann, wat du das dich biste mich stand. Er kiek schaftig, und gaf mir dann der rechte Real dafür. Ich teil dat Checks hier, Geld, wat hij me geeft, en rekent in mijn kop,
En nu schien zich zo wie alle oprechtig te zijn. Zo du kopt ik en noemt dat geld. Ik leed dat taub, stuk dat bij mijn andere dollar spie wat ik nog hoor, en stop de geldtas in de vup. Was, eins kebabs voor onkas? Vroeg Glenn, als hij zich naar mij draait. Dat's de plan. Ik ben uitgehungert, zei ik. We moeten ons naar eine stad, wo eten gemerkt wordt. En de stallen werden alle verstreit, rammerde Dashen. De Eendäumer, wie voets begeistert, dat hij hier uitlander te jas had. We zeiden den Mann wat we wollen, en dat deed niet lang, dan we het trei met een grote schijf Schupsfleisch, met wege rijst, en nu zo'n lange dag, word ik al ernd wat gegeten han. De kebabs schmeckt überrend schön, en so de rijst. De rijst, wir verhält nicht schmutzig, so ist der in Turkmenistan immer wir. Wir bestellten uns heute Teu und sollten dann noch ein Drunken, aus der Bas mit einmal bloßt, und wir wussten, nu wäre Zeit zum Wiederreisen. Dit wäre das letzte Eng von unserer Reise. Der andere Mitfahrer kam auch drei auf der Basen ab, eins hier drüben ihre Schieven mit Eten, und euten wieder, während wir die schmale Gassen der Länge fuhren, wieder in Maschadnen. Als ich so zu den Fenstern rückkickt, merkte ich, wir würden sicher bald mal an denken, wo wir wohl nachbleiben. Hey Glenn, zei ich, frau den Freund mal, als hij gleich ne Bilde steht weit, wo Utländer te nachbleiben kann. Glenn redet al kurz in Turkmen, en nachdem hij mehrere Minuten vertelt hat, dreht hij sich drei naar mij en zegt mir, wat hij nu gesagt hat. Hij zegt, Feuer von Ernt wollen hier dicht bei einem Gasthaus bleiben. En hij zegt, wir können auch kommen, wenn wir wollen. Das kostet so ungefähr $1 danach. Die steht auf Baden in eine Buchstabe für uns alle taub. Was denkst? Tut's mir ganz gut. En ich freut mich, für seine Bilder steht zum Schlafen. En ich bin auch noch dankbarer, dass du mir Männer wir, wat uns so viel vertruden, dass wir können mit uns taub sein. Die ihre Freundlichkeit gibt mir Hoffnung, dass wir würden ferne Kontakte finden hier in dit Land. Nur ein paar Minuten kommt der Bas dann bei ein oudet, verkommenes Motel. Mehrere von der Bas stehen auf und unser Freund, der Kapitän, dass wir sollen mitkommen. Von hier so wird dort aber nur noch eine halbe Meile, was wir bei uns Jas heißt wären. Als ein von den Türkmannen, der so bei der Telstunden vertelt, kickt ich mir an. Das Jasthaus, wie sei so, als der Türkman uns hat vertelt. Wir saß, waren alle in eine Stufe gewesen, und mit ihren bis ein paar Minuten, da wir gerade zum Schlafen gehen. Ich habe meine Zähne gebarscht, Schaut getragen, das Bad mir uitgesagt, ich rollt ein von meinen Bächsen taub, so dass ich ein bisschen Kassen habe. Wenn ich den Tag über auch bloß gesehen habe, auf der Bas, wie ich doch ganz mehr. Als ich den Tag dort so der Länge denken, und wo wir alle Wegen haben stillgehalten, dann kein Wunder, warum ich so müde wäre. In 16 grülige Stunden, wie wir bloß 120 Meilen gekommen. Das gibt so ungefähr 7,5 Meilen die Stunde. Bei ein paar Minuten wäre ich angeschlafen. Die Sonne schien durch dem Fenster, der nächste Samarias wirkt mich ab. Das geht ein paar Minuten, weil ich mein Schlupfhaar uit de Augen rückgeribbelt und mich befall, wo wir wären. Ich kickte in meine Glock. Das wir Glock 7 Samarias. Unser feier Turkmen-Freund, der wir noch ab. Glenn, schnarcht aber noch besieht mich, und ich entschloss mich am Tag zu lassen. Ich stund ab, und not mir fair, ich würde gum Frühstück sägen, in ein Bettchen, in mein Schad rumgehen. Ich kam so bei Glock 10:03, in Funk, dat Glenn du so ganz mutig mit diese Turkmannen vertelt. Ich sag dort, dat der Feier wie ein Krieg von der, wat auch mit uns top aber Basis was wär, so dachte ich mir so, der andere wat du wär, dort würden ihre Business-Kontakten gewast sein. Ich kick schaftig und sah mir bei Ernst Dohl. Ich kann euch alles verstehen, was sie vertelten, aber ich krieg das Gefühl, dass sie vertelten davon, wo wir würden Kontaktmenschen fängen, mit denen wir Leute dann können Schacherien treiben von hier nach Turkmenistan. Wir wären hier noch nicht mal ein Tag, und das schien sich nu also, wir würden Erfolg haben. Ich kick schaftig und dankt Gott dafür, und früh als er würde diese Reise uns segnen. Und sie verklagt auf,
dan kwam er een andere man in deze stof neer. Hij droeg een tas. Hij leed met zijn voetdek op de vloer aan. En dan leed hij alles op wat hij had metgebracht. Met tweebak, sapsel en schoepskuis. Die hand ans eigen met een top te eten, zei Glenn. Ik toekapt huiflich en leerde dat die würden aufhören met eten. Als we er alle zo zaten en ons dat eten leuten schijn schmecken, bleef Glenn beim vertellen. Ik kon maken dat zo opgerecht als Glenn vertellen deed, dat de vertel moest zeer goed gaan. Ik ben ook zeer nieuwsgierig, wat die vertelden, aber ik moet moeten wachten, bis die Männer erst verloren werden. Schließlich, Klok 3. Dann entschlossen sich alle, sie würden moeten verloren. Onze vrienden hebben zich om zich de bekende Umarmung en 3 Kuss op de bak. Nachdem de jas verloren werden, zeiden de 4 Männer, wo met ons top op de baas gewas werden, sie würden nu moeten gaan, om eruit te komen voor de andere baas. Glenn en ik waren dan nu ganz allein in de stoof. So, wat vertel je? Vroeg ik nu ganz nieuwsgierig. Glenn stond op en hij raakte zich eerstmal. Dat is interessant, hè? Die vertelden mij dat de meeste Turkmannen wonen in het noordoosten kant van Iran. Zij er daarom waar Rahim woont in Gumbarikavos? Vroeg ik. Ja, zei Glenn. Want we willen meer Turkmannen kennenlernen. Dat zit zo, du is dan de stad waar we willen zijn. Ik kan het meest niet geloven. De stad ben je best ganz krak van. Rahim woont krak in de maad, van daar waar de meeste Turkmannen in Iran wären. Während wir da würden in der Stadt sein, hoffentlich wird wir die Menschen finden, mit denen wir können Kontakt machen. Glenn und ich wollen hier auf der sein in Iran. Und so entschlossen wir dann, wir würden 400 Meilen Westen reisen nach Teheran, oder wir würden uns auf den Weg machen nach Gumbarikavos. In Teheran können wir dann in der südafrikanischen Regierungsoffice bekannt machen, dass wir im Land wären. Wir beide dachten, dass wir fern, dass wir bekannt machen, dass wir im Land wären, oder wir würden in die Dörfer rumgehen, in Städte, wo wir nicht kannten. Wenn dann irgendwas zu uns passiert, dann wisst ein Utland dort, wo wir wären. Nachdem wir alles hatten geplant, dann wird es auch Klock 4. Und so entschlossen wir uns, wir würden den nächsten Samaris wieder reisen. Wir würden die zweite Nacht hier in das Gasthaus bleiben, in unserer Stube mit einer anderen Gruppe Männer teilen, wo zu dieser Nacht hier wieder hergekommen, um ihre Sachen in das Land zu verschachern. Tätig der nächste Samaris ging ich auch rüt, zu sein, wo wir würden mitkehren. Unsere Freunde von gestern hatten gesagt, der beste Weg wir mit einem Zug nach Teheran reisen. Und deswegen ging ich nach der Zugstation. Als ich bei der Zugstation kam, waren da all ein Doel Menschen, die da mit wollen. Ich fragte in Farsi, wo ich alle wegen Tickets kaufen. Und leiderweise waren da bis 200 Menschen vor mir. Und die Lane ging sehr langsam. Ich talte mit sie Eva, das können mir 4 bis 5 Stunden dauern, bis ich 4 bis 9 wäre. Ich will nicht so lange warten, deswegen ging ich ganz fern nach der Lane und will den einen Soldat fragen, was ich tun soll. Ich frug ihm, ist da gleich ein anderer Weg, wo einer Tickets kaufen? Sagt er hier da, sagt der Soldat, und er weiß nicht den Stelle, wo du zwischen ihm und der Ticketverkäufer wäre. Wenn sich nicht zu verspielen hat, sagt er mir da, so als er auch gewesen hat. Als der Mann seine Tickets für mich erst gekauft hat, weiß der Mann nämlich, nicht soll ich abstehen, meine Tickets kaufen. Als ich abstand und mir rumcheckt, fällt ich mich schuldig. Ich habe in Schaftet gesagt, zum sein, dass mir das leid, aber das wird es auch mich hat auch geordert. Und so ging ich nun und kaufte meine Tickets. Der Mann, der die Tickets verkauft, kann Farsi sehr fein verstehen. Aber er weiß gleich ganz nicht, als du von der noch wurden Tickets sein zum Teheran reisen. Vielleicht wird das wegen das Utloten in mir gesagt, aber Hans, über dem kam er ab mit 2 Tickets. Zur Klock Hofsaß zu Oves. Wie lang ist der Reis? Frug ich, als ich meine Geldtasche rausnahm und der reichte real aufteilen der. So ungefähr 14 Stunden, zei der Mann. Viertel über 5 zu Oves,
Während Glenn en ek dan 3 bij de zoekstation de tickets in de hang en de ride deze lange reis aan te vangen naar Teheran. Bijna 20 minuten kwam de zoek dan in de station aan en de overvolle korn vang onlaadje te worden van mensen. Als de mensen niet eenmaal buiten waren, proefden Glenn en ik nog waar treden op te komen met meerdere 100 andere mensen. Wie vang de stad, wo die nummers aanweren voor onze zet en zaten ons de doel. 4 andere mensen waren ook al door. Ik doe dich eenmaal today om die te begrijpen en kijkt mir aan. 2 vrouwen zaten er ganz dicht op en ze waren van een tot boven ganz bedekt met ihre zwarte kleider. En de andere 2, dat waren mannen. Als ik mijn taschen de boven proefde te starten, merkte ik dat Glenn weer hier aangekomen had nu een probleem gemerkt. De 2 mannen verschilden onder zich, duiden ihre augenbrauen heg. Glenn en ik zaten ons op het doel. Nu stonden de andere 4 over alle op en verlieten deze stoel. Nu een paar minuten kwamen de 2 mannen over 3. De andere 2 vrouwen hebben dan over niet meer te zijn gekregen. Groets als de zoek dan losvoer, kwamen nog eenmaal andere 2 mannen in deze stoel aan en die weer waren vol. We hadden groets genoeg ruim om schiller en schiller zich dort te zetten. 3 aan jeder zijde waren. Met keine ruim wo wir onze Feit loten können. Ik wundert, wo wir diese Nacht schlafen würden. De zoek wir auch bloß ein paar Minuten lot, als wir von dieser Station wegfuhren. En binnen ein paar Minuten wird de zoek voll im Schwung herwees op dem Weg naar Teheran. Als dort klikkerie-klak voor de zoekräder so ein Tan wegdrehen, dacht ik even no, wofür makel ja dit weer, als op een Basreisen. De zoekwinks durft niet alleween stilhouden. Ik had dat aber noch mal groß uitgedacht, als de zoek in eine Station nanfuhr, en de politie kwam dus aan der non met zijn grote rifle. Beden tijd roept hij uit, als hij zijn van het gezicht maakt. Moslims beden gewöhnlich 5 Mal den Tag. En dat is dan een dood, als die op een zoek met zijn. Jetzt hüpsten onze 4 Partner op, en verleuten den Wehren. Glenn en ik mochten aber nicht, en de politie merkt dan de deur toe. Wir 2 zaten dan beim Fenster en kijkten, wie de andere Metfahrer alle uitstehen en in de gebetsstube nanging, wat op de zoekstation weer. Eine gebetsstube weer für de mannen en de andere für de vrouwen. Wenn wir da auch nicht nankijken können, had ik dat der tijd aber aufhören genug gesehen, wat kriegt de Band alles anging. En jeder einer wird ab seine Foutag durchgeknallt sein, während ein Mullah ein arabisches Gebet wird brauchen. En dat betekent dan dat de meeste Iranians nicht mal Arabisch verstehen können. Was passiert, wenn ein von der einer sagt, ich will gleich beten, frug Glenn. Kostet den Werker du sein? Mit einem Notebook, frug ich. Hij schrift sich die Nummers ren alle ab, wenn die wat nicht wollen beten. Und dann sind die in ernst ein Regierungstrubbel. Nur 20 Minuten, dann wird die Gebetszeit über, und die möchten sich alle Ware 3 ab dem Suchen ab. Als all die Mitfahrer ganz sicher 3 ab dem Such wären, sollten wir ganz still so an sie Ferne stehen. Schließlich sieht einer, das steht zum Schlafen. Ich beobachte vorsichtig, wo er glaubt, dass dort wird passieren. Erst moveden die 4 Iranier ganz fern durch ihre Idee. Glenn en ik duiden Krieg so. Als wir erst ganz badu wir, nimmt der Älster en durch die Beinen rütrutschen en dann jäuft der ganze Chor, sie ist ein Bar. Ich kann bloß ein großen Trubel sein, dat wir allmählich, dat wir ihre Saas sie Städte alle würden lehen können. Aber dat wir zu sein, dat wir würden proben. Der Mann, wat der Bad hat rütgerutscht, kickten uns schaftig, en dan ging hij bloß en leed zich ganz aan de kant door. De nächste dat kreeg zo onnes dat aan gezicht brok, plus hij leed zich zo door dat zijn kop wie des in zijn feit wären. En zo door de nächste en de nächste. Nu stond bloß nog een Glenn door. Glenn kikt naar mij en dan kikt hij naar het schmale stremel door wat nog op weer. Toen we bloß ruim vergroot nog einer. Hij vangt aan
zich door nen te rutschen en zich door doel te leien. Ik keek de raam. De boven wil het stremel wo al onze toschen opgelegd werden. Ik reik de op, nam de tosch wat weer rauf en zade in de ak van de koan aan en proefde me de bovenop te krijgen. Zo voort als ik dat gedaan had, wist ik had een fehler gemerkt. Er weer maar groots fire zaal tussen mij en dem been. Mijn kop drehen kon ik niet, nog veel weniger mij in de nacht om te drehen, wanneer het wordt fehlen. Ik lichtte boven ze stad voor eine Stunde, mijn belt drückt mij, mijn voet jagten, jedes Mal, wanneer de zich links wank, hield het mij vast, dat ik niet met einmal wohl nach Rüteralen. Ik proef mij zo te drehen, dat ik rofkijken kan, en ik vroeg Glenn, hoe deed het? Dat is voor Oost, zei Glenn. Doe het niet makkelijk te boven? Nicht ab Irms. Kost du de eingeschloten beter als ik? Er wirst du mal in Städtchen hier boven proben. Du bist kleiner als ich. Vielleicht wirst du hier makkelijker leiden können. Glenn duck ab, en hij vangt zich de aan, bij zijn steed ver te wregelen. De meeste zorgs haben mij een rheumastet, geloofde Glenn. Als hij proefde boven zich terug te wregelen en in de kant zich vast te houden. We proefden ganz stil te leien. Op handen waren moest Glenn einfach zijn, waar amakkelijk am dat de boven weer. Ik wist dat, we würden allebei kein Schlup krijgen, wat de nächste gebetstijd wird zijn. Sicher genoeg, feierdartig, hield de zich waar stil, en waar kwam de Blitzen op, en mückte der op. De Feuermetfahrer en onze stube mücken sich verschleppert uit dem Wehren met al de andere taub, waren in de gebetsstube neer bij de station. Dit is beter. En ik keek scharflich naar Glenn, als ik me op de grote bad nu doorleed. Kom op eens rauf. Hier kunnen vielleicht nog een klein bed slopen. Voor de nächste halve Stunde hadden Glenn en ik dit bad ganz voor ons zelf. Als de andere Metfahrer aber terugkwam van ihre gebetstijd, dan weer de nacht over. Dat badbad waren teruggerutscht, zodat het de beken juift. En de zot bewaren, schiller en schiller. Nu werden al alle op diesen Zug. Ik kon mensen hier vertellen en lachen in de andere stoven in een baby roeren. Krijg klok 8, dan voor de Zug in Teheran neer. Glenn en ik hadden ons al bereid, wat we dit ganz eerste würden doen. Ons aanschreven, dat we in Iran wären. We würden gerne de Swiss Regierungsoffice gaan, zei ik. Aber Glenn wie veel dollar doen naar de Zuid-Afrikanische Regierungsoffice te gaan. Mij hield zich dat het meest gelijk. Zolang een ander land dat nog wist, dat we hier zo in dit land wären. Nadat de Feiermannen uit de Korrut gestehen wären, nahmen wir onze Taschen. Als wir rutstehen, waren wir mitgereden von der grote Herd Menschen moeten wären, die trappen rauf in eine Suchstation neer. Dort wir kriegen sie aus andere Suchstations. Es bitte, alle Fries werden vom Oben ganz schwarz uitgetragen en bedeckt. En de meeste mannen werden ook zwart. Glenn en ik fetten ons weg durch de mensen om zijn een taxi te vangen. We werden zeer hingeran naar ons ingeschreven en dan wieder te merken met onze reis.